Grüezi miteinander und hallo Grillueli! Guten Abend, Andersheim! So, wir sind bereit für eine neue Folge Büssi Zeptin. Hat ein super 2017 gezeigt, hat dies gekrönt mit dem Weltmeistertitel und er heute mit dem Sessel. Eine Spitzenzeit! Eine Wahnsinnszeit und Carsten Waderholm dahinter auch mit einer unglaublichen... Zuerst ganz schnell zu den Wetteraussichten. Verbreiten trocken, teils recht schwul. Man sagt doch schwül dazu. Schwul. Und nicht schwul. Hochwerte 27 Grad. Ja, so schön war es dann eben doch nicht gewesen. In Diersdorf, Zürich-Unterland zum Beispiel, hat es wahnsinnig geschifft. Zum die Wäschmaschine retten, war es aber zu spät gewesen. Maschine tut reklamieren, sie braucht Hilfe. Das Gerät Braucht Hilfe. es ist leider bitter. Und ich glaube, auch bei den Kollegen von Schweiz aktuell hat es irgendwo einen Kurzschluss gegeben. Von etwa 1000 Franken müssen Sozialhilfe- oder IV-Bezüger an den Besitzer von dieser verlotterten Liegenschaft im Kleinbasel zahlen. Die Geschichte von der Tageswoche ist heute aufgedeckt. Wir haben leider jetzt überhaupt kein Licht. Ich weiss nicht, ob Sie mich noch sehen. Die sehen auf jeden Fall noch meinen Text. Und wir sind bei dieser Geschichte von Basel. Wichtig ist, dass es in Zukunft nicht wieder passiert. Themawechsel. Als Politikerin kann man auf Menschen zugehen, man kann aber auch von ihnen weglaufen. Die volksnahe, sympathische Grünen-Politikerin Merit Schneider muss man einfach wählen. Aber auch schon wieder im Stress. Ja, sie laufen ein bisschen zu langsam. Kamera. Ich muss dass wir mich nicht alle gut finden. Ich finde auch die meisten Leute nicht gut. Was für eine schöne Überleitung zu der Bachelorette. Und ich weiss, vielen von euch geht es jetzt so wie ihm. Ich bin nervös, weil ich nicht weiß, was kommt. Wenn ich weiß, was kommt, dann bin ich ja ruhig, dann bleibe ich ja ruhig. Aber wenn ich nicht weiß, was kommt, ist halt eben, wenn man da was tun muss, was einem nicht so liegt, weil man gibt ja nicht alltäglich jeden Tag eine Freundesparty. Wenn Sie das jetzt nicht so ganz verstanden haben, keine Sorge, ich verstehe es ja auch nicht. Ja, vielleicht sollte man einfach immer sehr direkt auf den Punkt kommen. Wie der David. Ich komme nur für dich. In Liebe, dein David. Ich glaube, sie hat vor ihrem geistigen Auge gerade so ihre Zukunft mit dem David gesehen. Er ist Italo, das heisst, er will wahnsinnig viele Kinder. Ich weiss nicht, ob er weiss, wie er machen, aber für alle Bachelorette- und Bachelor-Kandidaten, die nicht wissen, wie das mit dem Kind genau funktioniert, eine kleine Anleitung. Bitte schön. Und wie kommen Sie da raus? Muttis Scheide öffnet sich so weit, dass das Kind hindurchschlüpfen kann, wenn es fertig ist. Wie kommen Sie aber da rein? Der Vater hat seinen Samen in die Mutter gelegt. Und dann wächst es und wächst es und wächst es. Reicht da auch mal drin? Ja. Etwas, was mich ja seit Staffeln Bachelor und Bachelorette fasziniert, ist die Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung bei den Kandidaten. Und niemand, wirklich niemand, veranschaulicht das so schön wie der Cem. Also ganz ehrlich, der David mit seinem pinken Anzug, ich hätte sowas nicht mal angelegt, wenn man mir Geld gegeben hätte. Ich meine, nicht mal Frauen legen pinke Sachen an und Männer sollten das überhaupt nicht anlegen. Sorry Cem, aber Beauty-Tipps nehme ich nur vom David an. Aber du weißt, ich muss wirklich schön sein. Du siehst gut aus. Heute schon gekotzt? Ich will nicht mehr hier Augenbrauen zupfen und so. Das war vor 10 Jahren vielleicht in. Heute stehen Frauen auf volle dichte Augenbrauen. I feel pretty and witty and gay. Das ist Rizinusöl. Kannst du in der Apotheke holen. Das ist eine super Augenbrauenpflege. And so pretty that I hardly can believe I'm real. La 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 la. Wir haben alles gesehen. Alles, ja. wirklich. Ja. Und jetzt sagt der Fuchs dem Hase langsam gute Nacht. Bin einverstanden. Gell? Gehen wir liegen.